und herzlich willkommen zu meinem nächsten sinnlosen Let's Play, halt schon wieder vom Nintendo 64, weil der halt immer noch gerade angehängt ist und ihr seht es da mit Pokémon Snap. Wir spielen also ein bisschen Pokémon Voyeur, also Pokémon Fotograf eigentlich, und wir fangen durch einen neuen Spielstand an und es ist schon eine Weile her, seit ich das letzte Mal gespielt habe, also ich hoffe, Sie sind ein bisschen nachsichtig mit mir. Das Ganze ist natürlich auch wieder direkt ab dem Nintendo 64, darum wird auch die Qualität dementsprechend eher schlechter sein, aber das sollten ja die meisten da eigentlich schon wissen, die regelmäßig auf dem Kanal einschalten. Somit, hallo Cash, mein Name ist Professor Eich, ich bin Pokémon-Experte. Ich habe dich wegen meines Pokémon-Rapports eingeladen. Ich möchte, dass du für meinen Pokémon-Rapport Fotos von Pokémon machst. Hier auf der Pokémon-Insel kannst du überall wilde Pokémon finden. Das hier ist das Zero-One-Mobil. Damit kannst du dich auf der Insel fortbewegen. Das Zero-One-Mobil fährt immer Richtung Zieltor, dem Endpunkt jeder Strecke. Soll ich diese? Nein, will man natürlich nicht. Auf der ersten Tour zeige ich dir, wie man Bilder macht. Ich zähle auf dich. Ja, also sagen wir, tun wir einfach mal loslegen. Ja. Und der Grund, wieso dass ich das Spiel eigentlich spiele, ist, weil ich Entschuldigung, ich bin jetzt halt gerade ein bisschen... Ja, das werden wir probieren. Ja, das ist der Grund, wieso dass das Spiel eigentlich spiele. Ich hätte eigentlich gehofft, dass für Nintendo VR-Brille irgendwie ein Remake oder vielleicht ist sogar ein Pokémon Snap 2 rauskommt. Aber der Gefallen ist mir leider nicht erfüllt worden. Finde ich ein bisschen schade. Und ich werde mir mit größter Wahrscheinlichkeit Pokémon Switch VR-Brille auch gar nicht holen. Ja, Pokémon... Oh, nein, jetzt haben wir das Abpass verpasst. Schade. Ja, eben, ich hätte es eigentlich cool gefunden, wenn für VR-Brille für die Nintendo Switch noch irgendetwas gekommen wäre, eben so Pokémon Snap mäßig, weil eigentlich hätte sich das Spiel ziemlich gut angeboten mit der VR-Brille. Aber dem war nicht so. Jetzt wenigstens so knapp verwünscht. Pokémon Snap ist ein simpel, einfaches Spiel und auch immer noch. Eigentlich müsst ihr nur möglichst schöne, gute Fotos von Pokémons machen und die haben wir jetzt verpasst da. Drinnen wäre noch Lappas gekommen, haben wir auch verpasst. Ja, schade. Und wichtig ist einfach, dass möglichst immer Pokémon oder Bilder von den Pokémon, die ihr macht, dass die in der Mitte rein sind. Also in der Mitte vom Bild sind, dann gibt es mehr Punkte. Ja, vom Evoli gibt es... Ja, dann gibt es noch schönere Bilder da von diesen ganzen Pokémon. Und ich bin ein bisschen verkältet, kann sein, dass ich gerne viel huste und ich hoffe, dass ich es schaffe, um das meiste rauszuschneiden, aber ich kann natürlich nichts versprechen. Entschuldigung, ja. Jetzt ist es so, ihr könntet jetzt auch den Film leer brauchen. Wenn ihr den Film leer braucht, dann ist die Strecke auch beendet, dann müsst ihr gar nicht mehr das Ziel tun, dann könnt ihr die ganze Frequenz überspringen, werde ich wahrscheinlich dann in der zukünftigen Folge auch eher mal machen. Und dann geht es nachher darum, wenn ihr
Ihr könnt pro Pokémon-Art jeweils dem Professor Ei, könnt ihr natürlich Bilder zeigen und ihr könnt pro Pokémon-Art könnt ihr nur ein Bild Professor A, ja, ich weiss, reden ist schwer. Eben pro Pokémon-Art könnt ihr nur ein Bild dem Professor zeigen und dann solltet ihr natürlich einmal die aussuchen, wo das Pokémon möglichst am schönsten in der Mitte vom Bild platziert ist. So habe ich es jetzt wieder mal noch geschafft. Keine Ahnung, ob das gut ist oder nicht. Und das Evoli. Ja, nehmen wir das. Es wird wahrscheinlich noch relativ viel zu tun haben mit nachher schlussendlich den ganzen Husterei rausschneiden. Tut mir natürlich leid, aber ist jetzt halt nicht vermeidbar. Ja, da hat eine Attacke drauf. Es gibt noch ein paar andere Kriterien bei dem Spiel, so wie wenn es naja, den muss man bewerten lassen. Kann man ja im Schnelldurchlauf eher mal machen. Dodo, Grösse, geht besser. Hose gefällt mir nicht, weil sie vom Rücken ist. In der Mitte hat man jetzt das Gefühl, dass es nicht. Aber das ist, weil sie uns den Rücken zugetragen hat. Dann nehmen wir da das Pikachu. Grösse nicht schlecht. Hose ist auch nicht so schlecht. Technik. In der Mitte ist mal 2, gefällt mir gut. Nehmen wir da noch das Medbo. Grösse könnte besser sein. Technik gefällt ihm. Das Mauzi. Die Grösse auch nicht so gut, aber die Pose gefällt mir. Wunderbar. Ist auch in der Mitte, also gefällt mir ziemlich gut. Das Evoli. Wunderbar. Hat ihm auch gefallen da, das Lapras. Du warst nah dran. Gefällt mir nicht. Das Kangama. Der hat ihm auch nicht gefallen wegen dem Rücken. Wow. Wow. Wunderbar. Jetzt auch nochmal zusätzliche Punkte geben. Warte. Und in dem Fall wird er uns da wahrscheinlich noch wieder etwas sagen. Ich habe die Bilder gesehen, die du gemacht hast, Cash. Sie sind jetzt im Pokémon-Rapport gespeichert. Wenn du mehr Pokémon-Fotos gemacht hast, werde ich dir weiterhelfen. Viel Glück! Viel Glück, Cash. Übrigens, du kannst ab sofort den Pokémon-Rapport einsehen. Ja. Und da hätten wir den Pokémon-Rapport, aber der interessiert uns eigentlich nicht wirklich so. Cash, du kannst nun die nächste Strecke erforschen. In diesem dunklen Tunnel war früher ein Kraftwerk. Dort gibt es viel zu entdecken. Ihr seht schon, die Aufnahme hat einen Haufen Pause nicht rein. Da ist ja, weil ich die meiste Zeit am Abhusten bin. Da hat mir wirklich leid, aber ist jetzt halt einfach so. So, Entschuldigung für den Schnitt, aber ich wäre fast gestorben vor Husten, darum habe ich jetzt den Schnitt müssen machen und wir starten am besten einfach mit dem Tunnel, bevor mich der nächste Hustenanfall wieder übernimmt. Das Elektroball. Mal schauen, was das uns da alles noch erwartet. Es ist schon eine Weile her, seit ich das letzte Mal gespielt habe.
Habe ich aber, glaub, schon erwähnt gehabt. Nein. Das Kokon haben wir verpasst, hä? Von der Größe her noch schön gekommen. Schauen wir, dass da alles noch sonst vorkommt, außer Pikachus und so. Also das Ei. Aber da will ich es auch nicht. Ja, da hat jetzt nicht mehr viel Neues, he? Da wieder aussieht. Irgendwie kann man da noch das Stick drin lacken. Also zwar probiert, ich glaube, man mal ein Foto machen und wegschauen. Hat jetzt aber auch nicht wirklich so funktioniert, wie ich es eigentlich gerne gehabt hätte. Die können wir glaube ich auch noch nicht fotografieren da. Nein. Die müssen wir betäuben, dann später können wir noch andere Sachen nehmen. Ja, da nützt uns alles nichts. Da kommt das Fährchen gerade, wenn wir jetzt einfach da noch das Bildchen voll machen. Der Film ist voll. Dann haben wir noch das ganze Prozedere hier ein bisschen verkürzen. Und wahrscheinlich hat da nicht viel gebracht, wenn man ehrlich sieht. Da, Electex. Hier haben wir da Elektroball. Haben wir da Salpolo. Wird auch nicht wirklich gut sein. Und die erste Aufnahme da, die wird halt auch eher ein bisschen Pause gehen. Jetzt geht mit dem Husten und allem halt. Da der letzte Rest da, der hat uns alles nicht gebracht, also. Ja. Hat uns alles nicht so viel gebracht jetzt da. Ja.
Entschuldigung. Oh, ein Electek. Größe. Hose gefällt mir anscheinend. Technik nicht. Also größer geht's fast nicht. Hose okay, ja. Technik, die gefällt. Und da ist immer ein gutes Bild mit 3000 und etwas. Haben wir das Carpador. Gefällt mir auch. Ja, schön. Wunderbar. Ja, ist auch nicht so schlecht. Wunderbar. Ja, ist auch nicht so schlecht. Du warst nah dran. Das Ding gefällt mir natürlich nicht. Warte. Willkommen zurück. Ja. Super, du bist sehr schnell im Hier ist Umgang ein mit der Geschenk Kamera. für dich. Hier ist ein Geschenk für dich. Es ist sehr nützlich, wenn du Pokémon fotografieren willst. Möchtest du dem Pokémon näher kommen? Dann benutze diese Pokémon-Nahrung. Es ist ganz leicht, sie einzusetzen. Drücke A, um die Pokémon-Nahrung zu werfen. Wenn du Pokémon nicht durch den Sucher deiner Kamera... Aber wenn du nicht durch den Sucher, ja, selbst entfernte Pokémon können gerne näher, wenn du sie auf diese Weise anlockst. Schau nach oben. Ja, lese Schaugrund. Schau nach oben, wenn du weiterwerfen möchtest. Ich habe noch einen Tipp für dich. Bewirf einen stillstehenden Elektroball mit Pokémon-Nahrung und warte ab. Viel Glück. Nein, möchte man nicht hören, aber... Er ist jetzt eigentlich so tiefjährig gewesen. Da wäre jetzt eigentlich tiefjährig gewesen und als nächstes Mal würden wir uns natürlich am Strand dann wieder annehmen. Ich weiss, das ist jetzt auch wieder eher eine kurze Folge, aber ich werde da mit dem Schneiden die ganze Husterei rausschneiden und alles relativ viel zu tun haben. Darum möchte ich auch die Folge nicht überlang machen. Ich hoffe, ihr versteht das und hoffentlich freut euch auf die nächste Folge und sind dann auch wieder mit dabei. Vielen Dank und man hört sich.